site des monuments schreibt: La conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti est l'affaire de tous, propriétaires d'immeubles, associations, citoyens, communes, États. En effet, il y va de l'identité culturelle de tout un pays. Es geht um kulturelle Identität von unserem Land, um unsere kulturelle Identität, aber was aufgegraben wird, das ist fort, für immer. Red Lützeburg, Save Luxemburg. So sieht eine Vereinigung, die antritt für das Erhalten von einer wertvollen historischen Bausubstanz. Sie hat eine Petition gestartet, waren erfolgreich, waren hier in der Chambre und uns wurde stuert und konkret Vorschläge gemacht. Resultat, ihre Enttäuschung war groß. Sie haben gesagt, Lützeburg hat kein Gefühl für die Vergangenheit und für die Geschichte, das war ihre Sprecher, der Peter Kleinenberg. Und weiter, vielleicht fehlt der Lützeburger ein bisschen Stolz, das sind hier wieder. Aber ich habe ein bisschen recht. Kommt mir sie mal hilfreich, ob als Kultur, ob als Geschichte, ob als Traditionen, ob als Rituale, ob als Spruch und ob als Architektur. Wie kann es sein, dass dieselben Leute, die auf der einen Seite gerne in Provence oder in Toskana wunderschön, harmonisch erhalten dürfen, restiert bewundern gehen, auf der anderen Seite hier im Land zulassen, dass so wunderschön, harmonisch erhalten dürfen, zerstört gehen? Ein paar Beispiele, schnell. Aktuell, gar von Nettelbrück 160 Jahre alt, gedoft gehabt und ersetzt durch eine alle Küste ohne Seele, ohne Identität. Aktuell, dem Alois Kaiser sein heimisches Haus zu Mirsch. Dann die Rundbrücke am Neudorf zu Esch. Viel andere industrielle Patrimoine, Käseminen, ein Wirtshaus von 250 Jahren zu Eicher, Erlbauernheft, zu Wecker, zu Hosen, zu Käsebezinder, Fehlen, zu Konter, zu Hirfnisch, zu Bruch, zu Eschweiler, zu Ghosting, zu Kanisch, zu Garnisch, zu Weißwampisch, zu Marmer, Götze, Stese, Lörenzweiler, Eilering, und so weiter, und so fort. Ja, fort aus fort. Bauernheft, 200 Jahre alt, vom Site im Monument als erhaltenswert angesehen, aufgerappt. Wunderschön, 100-jährige Häuser zu Hollerisch, um Lampertsbirch, Bohnenweg, Beggen am Neudorf, fort. Kehrenhall vom Agrocenter zu Mirsch, fort. Die schützenswert Annex vom Schloss Heestref, fort. Pettenbrick, fort. So viel geht zerstört, so viel Kultur aus fort. Aus dat Bewusstsein für Lützeburger Kultur, da wundert es nicht, dass Leute so ein Red Lützeburg. Und das hätte den Neurologischer können verhindern. Auch ohne das neue Gesetz. Für was das nicht gemacht gehen? Für was geht das nicht gemacht? Und für was soll ein Lobemol vieles daran ändern? Wenn der Wille nicht da ist, ändert sich auch nicht viel am neuen Gesetz. Weil das neue Gesetz gibt, dass es eine ganze Partie von Präzisionen bringt, und gut umgesetzt wird. So kann ihn dabei konsiderieren als einen zahnlosen Tiger. Der Wille fehlt. Auf der Wille ist noch vielleicht da, aber da fehlt der Courage. Weil das, was ihr braucht, das ist eben dann der Courage. Und der Courage heißt eben, Leute, und das sind oft Wähler, hier das Haus zu schützen, auch wenn sie das auflehnen. Hier im neuen Gesetz gibt es klare Kriterien festgelegt und können Inventär. Das ist eine super Sache. All einzelne Gebäude hier im Land gibt nur wissenschaftliche Kriterien in sich. Das hilft als Argument, wie kann schon etwas gegen Wissenschaft sagen. Es gibt das allerdings schon teilweise für drin. Der Service des Sites Monuments macht eine enorm fantastische Arbeit und ich will Ihnen noch von hier aus ein ganz großes Merci sagen und einen großen Respekt ausschwätzen. Wie was geschieht dann damit? Ein Beispiel, der PAG von Peiting. 1131 Gebäude wären zu schützen, so sollten die Experten. Wissenschaftler vom Cité Monument. Peiting, Boff, 181. 181 von 1131 haben sie geschützt. Hier sind wir dann am Konflikt zwischen Politik und Wissenschaft. Die einen so schützt viel und die anderen schützen ein Minimum. Es kann in der Bürgermeister noch verstehen, bei dem, was ihr seht. Ihr seht, s'ils veulent protéger ces bâtiments, ils n'ont qu'à le faire eux-mêmes. Ils peuvent lancer une procédure de classement national. Das hat Herr Melina gesagt in einem Interview. Und das ist Verständnis zu einem gewissen Teil. Hier spielt der Ball weiter und dem Minister. An den geht sich auch schwer. Weil auch da braucht ein Courage. Es trippelt ihr Leute auf die Face. Beim Site des Monuments fanden wir eine Liste von den Gemengen an 3 Farben. Grün, Gel, Rot.
am Roden, da sind an die Gemengen, qui malheureusement n'ont pas assumé suffisamment le rôle protecteur du patrimoine bâti local. Das sind ein ganz Party, die das nicht gemacht haben. Was geschieht also, wenn die Gemenge verantwortlich sich nicht dem Avis von den Experten ausschließen? Das ist froh. Das Innenminister hat damals den PAG von Peting akzeptiert. Das Kulturminister wollte nicht selber schützen. Die Gemeinde hat das Minimum vom Minimum gemacht. Wie gesagt, du hast das Problem, es fehlt die Courage. Und jeder verstoppt sich hinter dem anderen. Und auch diesem Gesetz fehlt eben ein bisschen Courage. Dafür, nee, hat das nicht die großen Tag für als wertvoll Bauern für den Denkmalschutz. Es verwundert dann noch, dass gerade in einer Zeit, wo ganz viel von Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen, Recycling, Circular Economy geschwärzt wird, das Argument dann mir eine kleine Rolle spielen. Wenn man nämlich die Gebäude stehen lässt, am Platz aufzurappen, da wird von der bestehenden Bausubstanz profitiert, ohne dass durch einen Aufriss Großquantitäten und Bauschutt auffallen. Zusätzlich gibt noch eine ganze Reihe Seriegasemissionen angespürt, die bei einem Neubau auffallen. Auch wertvolle Ressourcen und Rohstoffe gehen geschont. Wir haben Platz rezykliert, die leider viel zu viele Häuser auf den Tipp geheilt. Etwas Neues bauen, am Platz etwas alles noch zu nutzen, als eine Verschwendung von Ressourcen. Da könnt doch gerne das Argument vom Logementsproblem, von der Wohnungsnot. Und ich will da vielleicht einen anderen Blickwinkel ein bisschen ranbringen, kurz. Das Logementsproblem, das besteht effektiv einerseits daran, dass ein paar Leute hier im Land überhaupt keine Wohnung finden, weil sie das Neue absolut nicht tun. Das ist ein großes Problem. Wenn aber die meisten Leute sich abregen über die Logementspreise, dann ist es nicht, weil sie keine Wohnung finden, sondern dann ist es, weil sie nicht die Wohnung finden, die sie gerne hätten. Und sie wollen oft Beispiele so, und dann ja, mit meinen Eltern, die konnten sich noch etwas Großes leisten, der Terra und so weiter und so fort, und ich kann das halt nicht mehr. Und ich meine, das ist ein ganz großer Teil vom Wohnungsproblem, wie die Leute da draußen empfangen. Verbessern wir die Wohnungsproblematik, indem wir schön wertvolle Häuser aufrappen und durch Appartementsküben ersetzen, schmengen nicht. Wir sind daneben auch Europameister am Bauen, und da sind wir beim unkontrollierte Wachstum. Kein Land baut so viele Wohnungen wie wir zu Lützeburg aktuell. Und kein Land wie so schnell wie Lützeburg. Mit alle großen Probleme, die das mit sich bringt, von Trafik, Naturzerstörung, hohe Wohnungspreise, und eben Zerstörung auch von der wertvollen Bausubstanz und Architektur. Das ist ein großes Problem für ganz viele Sachen hier am Land. Das ist die Wurzel von diesem Problem hier beim Denkmalschutz. Da kommt mir mal ehrlich, was das da meistens? Das wird früher gebaut oder das wird heute gebaut gehen. Weißküsten, Uniformisierung, Betonsblick, Weiß und Anthrazit, ohne Seil, ohne Geschichte, die nicht lang werden stehen, oft gebaut für 20 Jahre zu halten. Allbauern Häuser sind 150 Jahre nach Tipptopp. Das ist ein kurzfristig Denken. Es wird gebaut. Wie war das dann? Teilweise dann leidet Kaningeschossstelle oder Fixfeierkosten ohne läuft. Und natürlich gefehlt, dass die Architekten und Promoteuren wahrscheinlich nie lernen führen, weil das nicht schön. Aber wie kann ich selbst bauen? Auch Diversität geht verloren. Die Sachen, die wir bauen, sind aleatoire, können überall in der Welt stehen. Du hast nicht mehr, was typisch Lützeburgisch ist. Geht mal gucken, und ihr kennt der Beispiel heute, dass das echte Zentrum, die Dülzestraße, mit der Straße rundherum, da guckt ein Europa am Platz rauf, die fantastischen Fassaden, die du gesagt hast, das ist herrlich, das ist ein Genuss für da. Und wenn ihr da gucken geht, was heute gebaut wird, das ist kein Genuss für da. Und ich will nur noch ein Beispiel so, das von der Regenka do verläuft zu Behler an der Gemeinde Weißwampisch. Ich meine, du hast etwas ganz Schlimmes verbracht, das du jamais vu. Können wir googeln. Was besser machen? Was hätte ich können machen? Aber das, was in der Petition gefordert wird. Alle Häuser, die 1950 gebaut wurden, provisorisch in den Schutz zu setzen. Wenn ihr da will aufrappen, dann müsst ihr für das Monument immer Erlaubnis vor. Es geht also nicht darum, all die Gebäude zu erhalten,
mit dann die Verwaltung da gucken zu lassen, ob sie Häuser klassieren oder Doofrappen eben erlauben. Das ist aber aufgelehnt gehen, an das fand man schuld. Dann hätte ich können hingehen an den Datum von 1955 auf der Seite los und einfach können so, mal alle Häuser sind geschützt, bis das Monument der Erlaubnis gibt, für es aufzurappen. Das wäre stark Zeichen gewesen für das Patrimoine. Zum Schluss, das Gesetz bringt leider nicht den nötigen Paradigmenwechsel. Es sind ein paar die Verbesserungen dran, ja. Wir haben Kehrwert, ich denke, mit diesem Gesetz nicht viel verändern. Es geht nicht weit genug. Und Madame Rapportrice oder im Artikel samsten dadurch an ihrer Konklusion Uklinge gelos. Sie hat geschrieben, auch wenn das neue Gesetz die Weichen stellt, kann es den Erhalt unseres Kulturerbes nicht alleine gewährleisten. Hierzu braucht es nämlich auf lange Sicht materielle politische Unterstützung und so weiter und so fort. Das Gesetz geht nicht durch. Das wissen wir alle gut. Und dafür sagen sie das am Anfang einen zahnlosen Tiger. Auf verschiedene Denkmalschützer, die nennen es sogar ein Alibi-Gesetz. Das ist ein Gesetz von der verpassten Chancen und noch von den Party Verbesserungen bringt, weil das darum hindert, für dagegen zu stimmen. Sie wird das dazu führen, dass man nicht mittrauen und dass man es enthalten. Ich habe dann noch eine Motion mitgebracht, weil wir auf ein Problem aufmerksam gesehen, das besteht, was als ein Denkmalschutz oder als Patrimoine betrifft. Und zwar gibt es in Lützeburg keine Statistiken, wie viele Häuser aufgeraubt gehen. Und wir geben hier an der Motion fordern, dass die Regierung, dass die Administration so eine Statistik feiern, wo einfach angedroht wird, falls irgendwo Gebäude aufgeraubt wird. Und dann auch probiert eben dran zu schreiben, wann das möglich ist, es für eine Zeit das. Und das dann auch regelmäßig so publiziert, für dass wir einen Überblick kriegen, wie viel von den Gebäuden hier am Land aufgeraubt gehen an all den Jahren, auch gerade die kommen an den 10 Jahren, bis der Inventär fertig ist. Ist so nicht, merci.